Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Ich habe die letzte Folge angekündigt, dass ich eigentlich die Folge in die Höhle gehen. Aber dann ist mir noch in den Kommentaren geschrieben worden, ich soll mal versuchen, eine vollautomatische Zuckerrohrform zu machen. Ich habe mich dann ein bisschen erkundet. Danke vielmals für das Angebot, um helfen, mir das zu zeigen, wie das geht. Und ich persönlich habe gesagt, wir müssen aber zuerst schauen, weil wir haben wahrscheinlich zu wenig Materialien dafür. Es gibt viele Optionen, wie man es machen kann, wo man sehr wenige Materialien braucht. Aber ich wollte die effizienteste Option auswählen. Und am besten wäre es mir, und am liebsten wäre es mir, wenn wir das da könnten, sogar auf dem Wasser drauf bauen. Aber für das müssten wir ein paar Metz farmen, also ein paar Materialien, weil wir für ein paar Sachen einfach ein paar Sachen zu wenig haben. Und zwar bräuchten wir unbedingt ein bisschen mehr Eisenbarren, ein bisschen mehr Goldbarren. Ich kann direkt mal schauen, was wir jetzt alles eigentlich zusammenbekommen, weil wir müssen da sowieso noch ein paar andere Sachen machen. Und dann muss ich gerade mal schauen, weil ich bin ja da nicht so informiert, wenn es da um die Materialien geht, wie genau ich die muss bauen. Und zwar müssten wir, wo ist jetzt das? Wir haben das gar noch nicht. Haben wir das noch nicht? Doch da! Ein Werfer ist das? Oder ist es ein Spender? Also wir brauchen sicher mal von denen da. Wir brauchen Kolben. Kolben machen wir aus Holz, Stein, Eisen und Redstone. Okay, dann bräuchten wir sowieso noch Redstone-Blöcke. Also das Zeug können wir machen jetzt einfach mal zum Teil ein bisschen alles parat. Und dann sehen wir nämlich, was uns noch fehlen würde. Für das kann ich dann jetzt sicher mal schnell all die Materialien, die wir da haben. Wir ein bisschen Eisen, das nehmen wir doch gerade einmal ganz mit. Mit dem können wir, glaube ich, gar keinen Goldbarren mehr draus machen. Gehe ich jetzt mal davon aus, also wir brauchen Stein, Holz brauchen wir noch. Holz. Wir nehmen jetzt mal ausnahmsweise das Fichtenholz, weil ich sowieso lieber mit dem Eichenholz arbeite. Dann können wir nämlich das ein bisschen aufgebrauchen. Und zwar haben wir das da unten. Und jetzt bräuchten wir von denen... Jetzt ist die Frage, wie viel wollen wir machen? Jetzt ist die Frage. Ich würde mal sagen, wir machen sie 6 breit. Ich denke, 6 ist eine gute Zahl. Also die Form wird eigentlich sehr klein, aber effizient. Ist so die Option. Wir bräuchten aber dann gerade noch 2 von denen. Jetzt bin ich aber mir die ganze Zeit unsicher, weil ich genau brauche. Brauche ich den Werfer oder brauche ich den Spender? Ich glaube aber, ich brauche nicht den Werfer, sondern ich brauche den Spender. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Könnte aber natürlich auch etwas komplett anderes sein. Die sehen alle gleich aus mit diesen Smileys. Oh Jägeli. Ich schaue nochmal schnell durch, weil ich bin irgendwie unsicher, ob das die sind, weil die sehen nicht dann nach dem aus, was ich brauche. Also wir brauchen Loren, brauchen wir sicher eine. Dass wir die mal noch parat haben. Dann brauchen wir dann sowieso noch Schienen und Goldschienen. Für das müssen wir eben dann schauen, dass wir noch ein bisschen Goldbarren formen, dass wir noch ein bisschen etwas dort zusammenbekommen. Wir brauchen sicher noch 2 Kisteli. Das können wir gerade mal schnell rausnehmen. Also wir haben schon einiges parat. Ich finde den nicht. Ich bin mir ziemlich unsicher, ob es jetzt der Werfer oder der Spender ist. Weil die sehen beide nicht nach dem aus, was ich brauche. Also wir brauchen sicher mal noch Loren. Loren bräuchten wir, glaube ich, 2 Stück. Das heisst, wir müssen gerade sowieso noch mal Kisteli machen. Und jetzt haben wir schon fast wieder kein Eisenmodell. Komplizierte Sache. Aber lieber rüsten wir uns von Anfang an aus, dass wir dann wirklich ohne Probleme einfach können. Dann machen wir gerade 3 schnell. Dann machen wir noch eine dritte Loren, einfach, dass wir sie haben. Oh, wo war jetzt die Lore? Da haben wir sie doch. So, dann haben wir 3 Loren, 2 Kisteli. Ich glaube, das ist schon mal eine gut angefangen eigentlich. Mir fehlt aber ein bestimmter Block, der wird mir da drinnen nicht angezeigt. Kann ich jetzt... Also wenn ich das mal mache, dann sehe ich nur, was ich kann machen. Wenn ich das mache, sehe ich nur, was ich bis jetzt freigeschaltet habe. Und für die selbstbauende Zuckeranlage fehlt uns wirklich noch ein bestimmter... Stein, aber ich finde ihn nicht. Könnte das der Spender gewesen sein? Ich bin da ziemlich unsicher, ob das der Spender gewesen sein, aber ich habe gemeint, der hat so einen schwarzen Strich durch, den ich suche. Und der hat es da drin irgendwie nicht. Ja moin, ich finde wieder meine Sachen nicht. Da habe ich alles, hä? Schauen wir da noch schnell einmal durch, vielleicht sehe ich es noch irgendwo. Und sonst gehen wir dann einfach mal sicher mal noch ein paar Metz farmen, also sicher mal Gold noch farmen. Ich weiss nämlich genau schon, wo ich dort hin will für das. Ist der Räucher? Nein, offen ist es nicht, aber der sieht fast schon ähnlicher aus als das andere. Aber ich finde den nicht. Also ich glaube, wir haben das gar noch nicht freigeschaltet, den Ofen, den wir bräuchten. Oder ich weiss einfach nicht, wie man ihn macht. Wahrscheinlich müsste ich dann mal schauen, wie man den genau herstellt. Damit ich den dann machen kann. Jägeli.
Och Jägeli, wir haben glaube ich wirklich den Block noch nicht freigeschaltet, den wir genau bräuchten. Aber wir haben zum Teil schon mal alle Sachen, die wir brauchen. Also wir haben schon mal gut vorausgeschafft. Wieso habe ich da so viele Schaufeln drin? Die habe ich mal rausgenommen. So, dann verräumen wir mal all die Gegenstände, die wir schon mal zusammen haben. Nein, das Gold bleibt da. Verräumen wir die alle mal schnell da an. Das sind so die Gegenstände, die wir sicher mal brauchen. Dann müssten wir noch ein bisschen Glas machen. Wir brauchen dann noch Glas und Sand. Dann können wir das nämlich gerade mal noch schnell machen lassen. Ich glaube 64 sollte eigentlich lang, sonst können wir da ein bisschen mehr machen, ausnahmsweise. Und dann jetzt gehen wir sowieso ein bisschen farmen. Da haben wir noch Stein gemacht, das tun wir mal da rein. Wie viel habe ich da unten? Da unten habe ich gar keine Kohle mehr. Wenn wir die Hälfte da rausnehmen, probieren wir das da und dann schauen wir, dass das langt. Dann müssen wir auch schauen, dass wir direkt mal noch Kohle mitnehmen. Die Öl verschieben wir jetzt mal zuerst. Also wir schauen jetzt zuerst, dass wir Gold ein bisschen bekommen, darum lassen wir das jetzt mal da drinnen. Dann können wir dann später noch ein bisschen farmen. Wasser haben wir genug, haben wir sowieso. Ich wollte sowieso ein Wasser bauen, von dem her ist denn das ein wenigeres Problem. Das andere, was ich mich frage, ist, kann es sein, dass ich ihn da drinnen muss bauen? Ich glaube es aber nicht. Komm, den Stein rühren wir auch schnell da rein. Die Sachen tun wir auch mal schnell da an. Jetzt ist halt die Kiste wieder ein bisschen voll, obwohl wir sie erst aufgeräumt haben. Und dann würde ich sagen, dann machen wir uns eigentlich auf den Weg zum farmen. Und zwar eben, dass man noch ein bisschen Gold findet, sowieso. Also, dass man sicher mal noch ein bisschen Gold findet. Ich nehme jetzt da mal noch schnell Spitzhacke mehr mit, damit wir da wirklich gut ausgerüstet sind. Und dann würde ich sagen, dann machen wir uns auf den Weg. Dann gehen wir Gold farmen, außer jetzt wird es gerade wieder Abend. Wird jetzt gerade wieder Abend? Ja gut, das spielt keine Rolle. Ich wollte ja sowieso eigentlich in eine Höhle rein. Ich glaube, ich nehme aber trotzdem noch schnell... Einfach für Notfall, dass wir uns wegbuddeln könnten. Dass wir da nicht uns Sorgen machen, dass da irgendetwas wäre. Dann haben wir noch ein bisschen Erde mit, von dem haben wir sowieso en masse. Haben wir ja wirklich kistenweise voll. Und dann machen wir uns eigentlich auf den Weg, um uns vorbereiten, um eine automatische Zuckerrohrfarm bauen. So, ich würde sagen, wir gehen das mal nicht hier runter farmen, weil das wäre natürlich auch noch ziemlich lustig. Da haben wir gerade noch Kohle, das könnten wir eigentlich gerade noch schon wegnehmen. Nehmen wir jetzt auch weg, dann hat es halt ein Loch drin, das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so wild. Und zwar haben wir da hinten dran ja gerade eine Höhle. Da hinten dran sollte eine Höhle sein. Wo ist jetzt die? Hä? Hä? Wo ist jetzt die Höhle an? Ich habe jetzt gedacht, wir gehen da gemütlich in die Höhle die da hinten dran ist. Aber ich habe da extra alles zugebaut, dass ich nicht in die Höhle reinkomme. Muss ich da noch schnell ein bisschen gegenüber? Ah, da haben wir sie. Okay. Da haben wir die Höhle gefunden, weil ich mir gedacht, anstatt dass wir jetzt meinen, weil das so ziemlich langweilig ist, versuchen wir mal, da irgendwie in der Höhle ein bisschen etwas zusammenzufinden. Dass wir die nämlich auch mal ein bisschen durchleuchtet haben, durchforscht haben. Und dass wir vielleicht durch das auch noch ein bisschen Eisen finden, vielleicht noch ein bisschen Gold. Ah, da hätten wir sogar noch einen Haupteingang, hä? Ah, was? Da ist gerade der eine. Ich habe es bis jetzt nicht geschnallt, dass wir da neben unserer Mine gerade einen Höhleneingang haben. Das ist auch mal gut zu wissen. Aber wenigstens haben wir da gerade wieder ein bisschen Kohle, die wir mitnehmen können, weil Kohle haben wir wirklich auch nicht mehr allzu viel. Dann würde ich sagen, dann schauen wir, dass wir in dieser Höhle jetzt ein bisschen Gold finden, ein bisschen Eisen finden. Dann müssen wir noch ein paar Zugschienen machen. Und dann versuchen wir uns, oder wagen wir uns mal als Projekt Zuckerrohrfarm bauen. Automatische, aber auf dem Wasser drauf. Also ich will sie wirklich nicht irgendwie auf einem Gelände bauen, sondern ich will sie auf dem Wasser drauf selber bauen. Und ich habe mir mehrere Optionen angeschaut, wie man die genau könnte bauen oder wie man sie bauen sollte. Und ich habe mir die effizienteste ausgesucht, wo wirklich auch kein Zuckerrohr geht verloren, weil viele Optionen, eben, wo man auch weniger, sage ich mal, Materialien braucht, gehen recht viel Materialien wieder verloren. Und das ist ja nicht der Sinn von der Sache. Darum schauen wir jetzt mal, dass wir zuerst mal Materialien finden. Da haben wir alles zugemacht, okay. Also in dieser Höhle finden wir nicht wirklich viel Materialien. Ich habe mich eigentlich jetzt schon ein bisschen mehr gefreut. Aber wie es aussieht, haben wir da wirklich nicht so viel mehr. Okay, aber wenigstens haben wir sie mal durchforscht, sage ich mal. Da habe ich ein bisschen mehr angelegt. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen grösser, damit wir uns nicht verlaufen. Dann können wir da eigentlich gerade wieder schnell zumachen. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Kohle zusammenbekommen. Das ist schon mal... Nein, ich will die Fackeln. Bau das auch nochmal ab für die Fackeln. Wir sind hier sparsam unterwegs. Dann haben wir ja da unten gerade nochmal eine Höhle. Die können wir uns natürlich noch schnell angüchseln. Jetzt sind wir ausnahmsweise einmal gerade da Kohle da weg. Dann können wir dann nämlich nachher auch wieder gerade schnell anbauen. Die Treppen können wir dann nachher wieder wunderschön anbauen. Weil da unten haben wir ja auch nochmal eine Höhle. Also ich wollte jetzt wirklich zuerst mal die Höhlen anschauen, die wir da gerade um unsere Mine rundherum haben, bevor ich jetzt da grossartig meine. Klar kommen wir mit Meinen recht schnell vorwärts, also wir würden wahrscheinlich schnell gute Materialien finden.
Vielleicht sogar auch Diamanten, aber das ist ja nicht das Ziel von der Sache, sondern das Ziel ist, dass wir jetzt wenigstens ein bisschen Spannung in das Ganze reinbringen. Sonst wird ich das langweilig, wenn ich da jetzt einfach die ganze Zeit nur meine. Darum, so, dann müssen wir da nochmal eine Treppe machen, aber dann haben wir da schon mal Kohlen abgebaut, die ich die ganze Zeit mal abbauen will. Dann müssen wir mal schauen, ich glaube da dahinter hat es eben auch eine Höhle gehabt, da bin ich aber jetzt unsicher. Jawohl! Dann gehen wir doch da schnell nochmal reingüchseln, was man da so findet. Da haben wir auch wieder gerade Kohle. Was auch ziemlich nice ist. Ich glaube, wir leuchten zuerst aus, bevor ich da gross anfange. Genau darum. Moin, 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 moin. Und da hinten haben wir Eisen. Ah, warte, ich leuchte wirklich zuerst aus. Ich leuchte wirklich zuerst aus, bevor ich da gross etwas mache. Da hinten sieht es sauber aus. Da haben wir auch wieder Eisen. Das räumen wir nachher gerade noch schnell weg. Dann haben wir da wieder. Was haben wir da unten? Oh mein Gott! Ist das echt eine Mine? Haben wir vielleicht Glück gehabt? Ist das eine Mine? Also so eine... dann müssen wir gar keine Dings farmen, keine Schienen, sondern wir können sie direkt dort rausholen. Ja moin! Dass es so lustig wird, hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass es so lustig wird, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das heisst, wir können jetzt nachher noch schnell in die Minen runter. Dann gehen wir dort mal anschauen, dann haben wir etwas richtig Grosses zum Durchforschen gefunden. Dann kümmern wir uns wirklich zuerst mal eben um das Forschen, Materialien sammeln und dann danach um das Zuckerrohrfarm. Ich glaube, das ist der richtige Entscheid, weil wenn ich jetzt da, aber ohne Materialien kann ich sowieso keine Zuckerrohrfarm bauen. Und dann muss ich sowieso noch herausfinden, wie ich den einen Stein baue, den ich unbedingt brauche, um sich automatisieren, weil den haben wir irgendwie noch nicht freigeschaltet und ich, Löli, habe doch keine Ahnung von Minecraft und weiss doch nicht, wie ich den bauen muss. Darum muss ich dann einmal schnell im Internet nachgüchseln, wie genau ich den müsste bauen. Jetzt müssen wir einfach darauf achten, dass ich wirklich den Eingang da nicht verpasse. Jetzt, da können wir wieder ein bisschen schnell etwas ausfüllen. Also, dass wir einfach wissen, wo wir hergekommen sind. Das ist einfach das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass ich einfach wieder weiss, wo ich hergekommen bin. Jetzt kümmern wir aber zuerst mal uns noch ums Eisen kümmern. Jetzt da gerade noch mehr. Ich glaube, da oben dran ist noch einer. Das wäre es gewesen. Das sind einfach 2 Eisen gewesen. Okay. Da hinten haben wir noch ein bisschen Eisen. Das nehmen wir gerade noch mit. So. Ah, da unten geht's. Ist das auch noch Eisen? Nein, das ist kein Eisen mehr da unten. Dann bauen wir da noch schon Kohlen ab, dass wir auch gerade einen schönen Weg da abwärts haben. Also kohlenmäßig sind wir wieder gut dran. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Aber ich glaube, wir bauen jetzt lieber zu viel als zu wenig ab. Dann müssen wir uns wirklich nie mehr Gedanken machen. Jetzt kann nämlich auch in Ruhe das Glas noch schnell schmelzen in der Zeit, wo wir jetzt alles ein bisschen durchforschen. Weil wir brauchen sicher mal ein bisschen Glas auch noch. Und ich bin voller Vorfreude. Wir haben ein Dings gefunden. Wir haben einen Minenschacht gefunden, direkt unten dran. Ich bin gerade Gottes froh, dass wir da sind schauen. Früher war das halt ein bisschen anders mit diesen Minenschächten. Dort, wo ich noch gespielt habe, sind die wirklich aus dem Berg rausgerannt. Also wir haben die in einem Berg gefunden. Dann bin ich ja dann einmal schauen gegangen, ob wir da in einem Berg etwas finden. Das ist eine riesige Schlucht wieder. Dann bin ich in einem Berg schauen und jetzt spawnen die einfach zufällig irgendwo. Also man muss das so schauen, dass sie jetzt wirklich zufällig irgendwo spawnen. Ich würde mal sagen, wir gehen wirklich direkt da rüber. Wir gehen direkt in die Mine rein. Oh mein Gott, ich freue mich richtig. Kommen wir da gut runter? Da kommen wir gut runter, okay. Wir leuchten hier oben zuerst mal noch ein bisschen aus, also wir da nicht überrascht werden von einem Creeper. Da höre ich auch schon ein Skelett, das uns angreift. Da hätten wir gerade direkt einen Eingang. Da müssten wir uns dem Skelett nicht wirklich stellen. Und nebendran hätten wir ja sowieso alles voller Spinnennetzer. Da müssen wir die nicht eigentlich gerade komplett abbauen. Ja moin. Ja moin, ich habe so Freude. Oh mein Gott, habe ich Freude. Nein, ich habe wirklich, jetzt freue ich mich mit dir, dass wir so eine Mine gefunden haben. Wir haben die mal gesucht, bis es geht nicht mehr und jetzt haben wir sie einfach gefunden. Jetzt haben wir sie einfach gefunden und jetzt könnten wir blöd gesagt alles abbauen, was wir da sehen. Aber ich glaube, wir schauen zuerst mal ein bisschen um. Jetzt muss ich schauen, die kann ich glaube ich mit dem abbauen, ja? Jawohl, dann nehmen wir die nämlich mit. Das Praktische ist halt, wenn ich jetzt alles abbauen, was wir sehen, dass wir immer wissen, wo wir durchgegangen sind schon und wo nicht. Da vorne ist einfach Gras, ist das richtig? Jetzt da vorne einfach Gras in der Landschaft. Einfach ein bisschen Gras. Oh, ich höre Spinnen, ne? Das muss ich jetzt eben auch ein bisschen achten. Es könnte ein Spinnenspawner haben da drinnen. Da wäre eigentlich praktisch, wenn wir unsere Diamantspitzhacke mitnehmen. Das Problem ist, ich weiss nicht, ob man verzauberte Diamantspitzhacke braucht, zum Spawner abbauen. Weil wenn wir einen Spawner finden würden, könnten wir einen Spawner bauen. Also auch einen selbstarbeitenden Spawner. Für das habe ich einmal die Lava-Blöcke gesammelt, damit wir das machen könnten. Ich glaube wirklich, ich baue einfach komplett alles ab. Wir haben einfach nicht die richtigen Materialien. Also jetzt hier mit dem Holz haben wir jetzt fast keine Axt mehr dabei. Jetzt ist aber die Frage, ob wir uns da einfach ein bisschen einkartieren schnell und dann, dass ich da ein bisschen etwas mache. So eine kleine Base machen.
Nein, das wird blöd, weil da unten geht es auch weiter. He? Ja, das ist kein kleiner Minenschacht. Kann ich da mich durchbuddeln schnell? Einfach einen kleinen Platz, wo wir uns können machen können. Besonders dann auch, dass wir einfach unsere Ruhe haben. So. Das heisst, wir würden jetzt eigentlich zuerst einen Dingstisch bauen. Für das brauchen wir Holz. Das können wir gerade da schnappen. Und dann machen wir da, das geht schon, der Rest können wir von Hand abbauen. Braucht ein paar Holzblöcke. Ist wunderbar, dass wir unten gerade alles bekommen. Und dann machen wir uns jetzt wirklich zuerst, jetzt durchforschen wir zuerst die komplette Mine. Wir bauen alles ab, was wir finden. Wir bauen, also, das wird jetzt richtig lustig. Das wird ja richtig lustig. Ein Holzblock brauche ich noch. Das wird jetzt richtig lustig. So. Dann haben wir hier nämlich eine Werkbank. Ich habe natürlich nicht gedacht, dass wir jetzt auf so eine grosse Expedition finden. Also, es wird jetzt eine größere Expedition. Ich glaube, da muss es doch noch ein bisschen warten, unsere Zuckerrohrfarm. Nein, wie baue ich einen Ofen? Wie baue ich einen Ofen? Bin ich jetzt voll blim? Ah, einmal komplett rundum. Okay, das muss ich mir merken. So, dann können wir da nämlich schon einen Ofen anbauen. Dann haben wir da ja richtig gut Kohle. Dann können wir da Eisen rein tun. Dann können wir nämlich da unten gerade wieder immer wieder Spitzhacke und all die Sachen erstellen. Und was ich mache ist, jetzt tun wir da wieder ein bisschen viel Lämpchen an, damit ich genau weiss, woher ich gekommen bin. Dann warten wir kurz, bis wir 3 zusammen haben. Und dann können wir nämlich da schön gemütlich mal alles abbauen. Kann ich die einfach so abbauen? Jawohl, komm. Schau das Rezeptbuch! Wir haben neue Sachen freigeschaltet. Jawohl. Sammeln wir da schon mal ein bisschen etwas ein, was wir finden. Ein bisschen ausleuchten. Und dann tun wir uns an dem orientieren, was ich eigentlich alles abgebaut habe. Oder? Dass wir nicht uns orientieren an Lichter oder auch an unserem Gedanken sind, sondern wir bauen einfach wirklich alles ab. Also jeden Zaun, jedes Holz, weil dann sind wir nämlich auch richtig gut ausgerüstet. Dann haben wir richtig viel anbekommen schon mal wieder. So. Nein. So, dann haben wir wieder eine Axt bereit. Dann lassen wir das Eisen mal da ein bisschen machen und dann bauen wir einfach alles komplett ab. Könnte ein bisschen langweiliger werden, aber es lohnt sich. Dafür finden wir jetzt wahrscheinlich noch mehrere Sachen. Wenn ihr das wüsstet mit dem Spinnenspawner, ob ich einfach nur eine Diamant-Spitzhacke brauche oder ob ich da noch etwas Spezielles brauche, dann wäre ich mega froh, wenn ihr es mir in die Kommentare reinschreiben, ob ich da Verzauberung drauf brauche, um die abzubauen. Weil das wäre noch ziemlich hilfreich, wenn wir die abbauen könnten. Aber dann könnten wir einen eigenen Spawner bauen, wo wir Materialien sammeln von Monstern. Das wäre natürlich auch noch mega cool und praktisch. So holen. Bauen da jetzt einfach wirklich alles ab, was man findet. Holz, alles. Und der Weg raus wäre ja nicht weit. Also wenn wir uns nicht blöd verlaufen, finden wir den Weg eigentlich immer wieder gut raus. Und ich glaube, durch das, dass wir jetzt alles abbauen, wissen wir halt immer, hey, dort sind wir schon lang gegangen, dort sind wir nicht schon lang gegangen. Und da sehe ich, hey, da ist der Ausgang. Also für das haben wir da richtig viele Fackeln mal angestellt. Dann müssen wir aber schauen, dass wir wahrscheinlich noch eine Kiste anstellen, damit ich immer wieder Materialien dort rein tun kann. Eben, weil es ist gerade um die Ecke. Also es ist wirklich gerade unter unserem Haus. Das hätte ich jetzt nie erwartet, dass wir so etwas finden. Gerade direkt unter unserem Hütli. Das hätte ich jetzt wirklich nie erwartet. Können wir uns ja richtig darauf freuen. Die Spinnennetze da nehme ich noch mit. Ich weiss nicht für was, aber die können wir vielleicht noch für irgendetwas gebrauchen. So holen. Bauen wir einfach mal alles weiter ab. Das ist ein bisschen dumm, aber ich finde sogar, wenn wir jetzt das Holz abbauen und die Zäune, wir müssen ja immer wieder mal Zäune machen, wir werden ja noch mehrere Ställe bauen, dann haben wir wirklich gerade voll Zäune auf Vorrat. Also finde ich noch ziemlich praktisch. Bis jetzt sind wir noch auf keinen richtigen Gegner gestoßen, außer einmal den Creeper. So, dann haben wir wieder Eisen. Also wir finden da, glaube ich, alles mögliche, was wir brauchen. Es wundert mich sowieso, wir finden ja auch Kisten, also Kisten. Kistenlis! Und mich wundert, ob wir da drinnen etwas Praktisches finden für unsere... Ja, für das, was wir machen wollen. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung zuerst. Habe ich keine Fackeln mehr? Ich habe schon wieder keine Fackeln mehr. Aber jetzt ist ja gerade gut, haben wir so wunderbar viel Kohle gefunden. Jetzt haben wir wieder ausreichend Fackeln. Und dann machen wir da direkt mal weiter. Die nehmen wir auch mal mit. Weil die könnten wir, glaube ich, auch brauchen für einen Spawner. Also für eine Selbstanlage. Dass die Monster ein bisschen langsamer vorankommen oder was auch immer. Wir nehmen es aber jetzt einfach mal mit, wenn ich da schon einen Share mit dabei habe. Da oben geht es aber auch weiter. Also es ist wirklich mehrstöckig. Also es erinnert mich nicht mehr wie... Also früher war das wirklich ein bisschen anders gewesen mit diesen Minen. Da hat man wirklich eine Mine gehabt, eine Länge, vielleicht maximal zweistöckig und so. Jetzt ist es ja wirklich eben irgendwo zufällig einfach reingepflanzt und ja, ist nicht mehr das gleiche wie früher, muss ich sagen. Aber wir haben wenigstens eine gefunden, das finde ich schon mal praktisch. So kann man wirklich dann nämlich auch Eisenschienen farmen. Mit denen kann man richtig viel anfangen. Dort haben wir einen Creeper, aber ich glaube, der kommt nicht bis zu uns über aus Wasser. So, dann bauen wir da mal gemütlich zuerst mal alles wieder ab.
Dort hinten haben wir einfach einen Creeper, der uns so anschaut. Aber ich glaube, er kommt einfach nicht durch wegen dem Wasser. Dann nehmen wir uns das mal zum Vorteil und bauen zuerst mal noch das restliche Zeug ab. Und dann, es wird wahrscheinlich einen Weg dort rüber gehen von einer anderen Seite, dass wir erst dann gegen den Creeper würden kämpfen und nicht gerade jetzt. Weil ich würde sowieso wieder mal, dass wir noch schnell kurz ein Schild würden machen. Und jetzt sehen wir eben da, hey, da sind wir noch nicht durch, oder? Durch dass ich das nicht abgebaut habe. Das finde ich halt recht praktisch. Und wenn wir uns das anschauen, haben wir wahrscheinlich wirklich schon jetzt recht viel Materialien gefarmt, die wir normalerweise viel länger bräuchten. Und ich gehe davon aus, dass wir irgendwo da einen Spawner haben, ganz ehrlich gesagt. Besonders dort hinten, da habe ich das Gefühl, wir hätten einen Spinnen-Spawner. Wir leuchten jetzt da mal noch schnell aus, weil wir haben ein anderes Problem, und zwar unsere Laufzeit wieder davon. Und die Kohle nehmen wir noch schon mit, wenn wir da... Die nehmen wir noch schon mit. Aber dann würde ich sagen, bevor wir Zuckerrohrfarm bauen, dann kümmern wir uns zuerst mal um all die Materialien, die wir da rein zusammensammeln können. Das heisst, wir haben nächstes Mal wirklich einiges vor. Wir haben einiges vor. Wir wollen wirklich zuerst mal die Mine durchforschen. Und danach machen wir uns auch so automatische Zuckerrohrfarm. Tut mir im Fall leid, dass ich das ein bisschen verschiebe. Aber ich glaube, dass so die Mine durchforschen, ach, das erfüllt mein warmes Herz. Da habe ich doch richtig Freude drauf, wenn wir das machen können. Da habe ich doch richtig Freude. So. Haben wir da noch ein bisschen Stein. So, wir haben bis jetzt schon 6 Schienen. Also das heisst, wir müssen gar keine Schienen mehr erstellen. Also wir können all die Erz, die wir finden, eigentlich für anders gebrauchen. Ich mache dazu nicht, dass wir da irgendwie falsche Gedanken kommen, dass wir da irgendetwas anderes haben. Sonst müssen wir dann schauen, dass wir sonst mal da durchgehen. Da geht es wahrscheinlich unten dran weiter. Also es wird richtig lustig. Haben wir schon alles? Wir haben schon alles gemacht. Wir dann rein mit dem nächsten, würde ich sagen. Und gleichzeitig mache ich jetzt da schnell so zu. Weil ich muss sagen, leider haben wir unsere Zeit schon überschritten. Also wir werden in dem Fall in der nächsten Folge wirklich schauen, dass wir da unsere Mine ein bisschen weiter forschen. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wenn ja, lasst doch ein Abo, ein Like oder einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr freuen. Und ich wäre mega froh, wenn man mir Informationen geben könnte, wegen diesen Spawner, ob ich die einfach mit der Diamantspitzhacke abbauen kann oder ob ich für das eine spezielle Verzauberung brauche. Wäre ich mega froh, wenn ihr mich darüber informieren könnt. Ich danke schon mal vielmals für die Informationen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde in Minecraft in der Schweiz. Danke fürs Einschalten und bis dann. Ciao.